Please welcome the winner of the Team Food Challenge 2023, Adrian Vogt und Nikolaus Stemmler. Yo! Was geht ab? Hier ist das Ding. Die Trophäe der Team Food Challenge 2023. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich bin wieder zu Hause in der Schweiz. Ich bin komplett müde und ich bin fett. Ich bin wirklich fett genommen. Ich bin fett geworden. Ich bin zu Hause, ich bin fett geworden. Und ich wollte noch mal kurz so ein kleines Recap geben zur ganzen Team Food Challenge, wie das für mich war. So ein bisschen, was Niki und ich besprochen haben. Und einfach ein bisschen über das ganze Projekt reden, weil ich konnte während dieser Zeit, beziehungsweise ich habe während dieser Zeit eigentlich gar nicht gestreamt. Das heißt, ich war immer nur im Mainstream, aber ich war nie an meinem eigenen Setup und habe mit dem Chat geredet und so. Deshalb kleiner Real Talk über die Team Food Challenge. Erstens, natürlich, big Dankeschön an Max für die Einladung und für die Organisation. Ich finde, es war wie die erste No Food Challenge, einfach ein absolutes W-Projekt, ein richtig geiles Projekt, 10 von 10. Hat richtig Spaß gemacht, richtig viele Leute haben zugeguckt. Aber dieses Jahr würde ich sagen, sogar noch ein bisschen geiler auf jeden Fall zum Mitmachen. Ich weiß nicht, wie es für die Zuschauer war. Das erste Mal ist meistens für den Zuschauer, würde ich sagen, geiler, weil es dann halt neu ist und bla bla bla. Aber zum Mitmachen war es dieses Jahr auf jeden Fall geiler, weil für die Leute, die nicht geguckt haben, gebe ich einen kleinen Recap. Team Food Challenge, letztes Mal haben wir eine Woche nichts gegessen. Team Food Challenge gab es Zweierteams und das war ein bisschen anders. Der eine vom Team, der musste so viel essen wie möglich. Der andere, der musste so wenig essen wie möglich, beziehungsweise fasten. Und am Ende der Woche wurden die Kalorien von dem, der gegessen hat, zusammengerechnet, plus wie viel er zugenommen hat. Und der nicht gegessen hat, wurden die Kilogramm gemessen, wie viel er abgenommen hat und noch viele Challenges und so. Das wurde dann alles zusammengerechnet, wurde auch aufs Körpergewicht prozentual gerechnet. Das heißt, dass kleine Leute nicht einen Nachteil haben oder festere Leute einen Vorteil. Wurde das alles aufs Körpergewicht hochgerechnet und da gab es dann Gewinner. Und ich und Niki haben uns das Ding geholt. Affengeil. Es war diesmal auf jeden Fall ein bisschen taktischer. Niki und ich, also taktischer in dem Sinne von, man konnte immer zwischen zwei Gerichten auswählen. Die Leute, die es geguckt haben, die checken es. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Man konnte immer zwischen zwei Gerichten auswählen und dann konnte man von diesem Gericht pro Portion so viel essen, wie man wollte. Und ich habe am meisten gegessen. Niki hat insgesamt am meisten abgenommen und zusammen haben wir am meisten zu und abgenommen und das ganze Ding gewonnen. Was ich nicht erwartet hätte, ich hab gewusst, dass ich viel essen kann, aber dass ich, glaube ich, der war, der am meisten essen konnte, Digga, war schon ein bisschen eine Überraschung. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine positive oder negative Überraschung ist, aber ich habe, glaube ich, in diesen 5 Tagen, diesmal ging es 5 Tage, habe ich, glaube ich, 25 oder 25 bis 30.000 Kalorien gegessen. An 5 Tagen, Digga. Das sind pro Tag 6.000 Kalorien oder so 5.000 Kalorien pro Tag. Also das doppelt bis dreifache, was ich normal esse. Ich habe 3 Big Macs hintereinander gegessen, fast ein ganzes Nutella-Glas. Am Ende 7 Donuts, bei jeder Mahlzeit 1 Liter Cola getrunken mit Zucker, das auch dazu zählt. Also komplett geisteskrank, komplett gestört. Gesund ist es nicht wirklich, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob sich gewisse Leute drüber abgefuckt haben, das wollte ich in diesem Video noch so ein bisschen ansprechen. Niki und ich haben ja das Ding gewonnen, aber wir haben auch komplett reingetryhardet und Leute haben gesagt, ja, das ist ja unfair. Niki hat sich vor dem ersten Wiegen komplett reingefressen, Wasser getrunken, bla bla bla. Und Adi hat ja vor dem letzten Wiegen Wasser getrunken, bla bla bla. Aber das mit dem Reinfressen hat nicht nur Niki gemacht, das hat Max gemacht, das hat Noah gemacht. Ich glaube, ein paar Leute haben es halt einfach vercheckt und hatten dann diesen Vorteil nicht von, dass man sich vor dem ersten Wiegen als Fasten komplett einen reinfrisst. Und ich habe halt vorher gefastet, dass, wenn ich esse, dass der Jojo-Effekt reinkickt und ich mehr zunehme als sonst. Also eigentlich alles richtig dumm. Und am Ende haben alle Wasser getrunken. Alle Essenden waren nicht mehr scheißen. Wir sind am letzten Tag nicht mehr scheißen gegangen, dass wir mehr wiegen. Und ich glaube, alle Fastenden haben am letzten Tag basically kein Wasser mehr getrunken, dass sie so, bin ich dumm, so wenig Flüssigkeit wie möglich im Körper drin haben. Das heißt, alle haben reingetryhardet. Niki und ich haben nochmal, glaube ich, eine Schippe draufgelegt, weil wir sind einfach beide komplett competitive. Das wussten wir auch, deshalb sind wir auch zusammen ins Team gegangen. Shoutouts an dieser Stelle an Niki. Haben überall das Maximum rausgeholt. Niki war so viel laufen wie nicht. Niki hat gefastet und ist, glaube ich, 85 Kilometer in 5 Tagen gelaufen, ohne etwas zu essen und nur mit Wasser. Das ist komplett insane. Er war der Einzige, der gar nichts gegessen hat und ich wiederum war der am meisten gegessen hat. Aber wir haben uns so auch gegenseitig komplett gepusht und ich glaube, das hat man auch gemerkt. So, er hat komplett reingetryhard und dann habe ich mehr gegessen, dann ist er nochmal laufen gegangen. Und auch bei den Challenges haben wir immer alles gegeben. Lustig ist, dass wir am letzten Tag bei den Tages-Challenges jede Challenge gewonnen haben, wo man nicht noch etwas essen musste, um Kalorien zu bekommen. Wir haben die Domino-Challenge gewonnen, wir haben Soström, den Fisch, gegessen. An dieser Stelle auch Shoutouts an alle Streamer, die auch Soström gegessen haben und ein riesen Ding draus gemacht haben. Ich fand es schlimm, aber es war aushaltbar. Es war jetzt nicht so
Ich meine, klar, es war richtig hässlich vom Geschmack, aber wenn du es im Mund hast und runterschluckst, dann ist das Ding durch. Es ist nur Kopfsache. Domino Challenge, Soße haben wir gewonnen und die Road Challenge, genau, die haben wir auch noch gewonnen. Also letzter Tag komplett rasiert. Das heißt, ich glaube, Niki und ich haben insgesamt, es ist so dumm, am meisten Challenges gewonnen, am meisten gegessen, die Challenge gewonnen, am meisten Kilometer auf dem Laufband gelaufen und wir haben beide am wenigsten gepennt. Wir waren immer bis 3 Uhr morgens wach, haben noch geredet. Wir sind zu den Snackboxen gegangen von den anderen und haben geguckt, wer hat wie viel aus den Snackboxen gegessen. Genau, Snackboxen gab es noch. Ich glaube, ich habe am meisten aus der Snackbox gegessen. Komplett geisteskrank, nochmal, glaube ich, 8000 Kalorien. Nur aus der Snackbox zusätzlich, was auch komplett dumm ist. Aber ja, wir haben alles gegeben. Es war ein affengeiles Projekt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zum Zugucken. Ich fand es cool, neue Leute kennenzulernen. Eli habe ich kennengelernt. Chef habe ich eigentlich so richtig kennengelernt. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten. Grüße gehen raus an Max für das affengeile, super mega geile Projekt. Ich bin beim 3. Mal auch dabei und dann werde ich auch wieder rasieren. Mir macht es einfach Spaß. Ich habe so gemerkt, mir machen so Challenges einfach Spaß, egal ob das, ich wäre so richtig gerne bei den Bundesstreamer-Spielen dabei gewesen, aber konnte ich ja nicht wegen der Schulter, die ich ausgekugelt habe. Ich bin einfach so ein competitiver Dude und ich kann dann auch nicht zurückstecken. Das ist manchmal geil, weil ich dann halt perform. Manchmal bin ich dann vielleicht ein bisschen zu tryhard, aber das ist auch irgendwie geil, so, ne? Man hat die Leute, die juckt es halt gar nicht. Dann hat man die Leute, die tryharden, die so ein bisschen was geben und unterhalten. Da hat jeder so sein Ding. Aber ja, hoffe, war cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin von 87 Kilo auf 94 gegangen in diesen 5 Tagen. Jetzt bin ich wieder 91, weil war ja viel Wasser drin und so. Das heißt, ich muss jetzt 4 Kilo wieder abnehmen und 4 Kilo abnehmen. 1-2 Monate braucht es wieder. Das heißt, ich habe in 5 Tagen so viel zugenommen, dass ich jetzt 2,5 Monate wieder auf Diät gehen muss. Sehr, sehr geil. Aber naja, war worth it fürs Projekt, war worth it für den Sieg. Das heißt, Shoutout nochmal an alle, die zugeguckt haben. Und das ist die Team Food Challenge. Na, 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 na. Na, scheiß drauf. Grüße gehen raus an Energy für den Song. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal hier auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf keinen Fall ein Like da.